Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Towncraft. Ich glaube, es ist mittlerweile die 8. oder 7. Folge. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ist eigentlich auch völlig egal. Wie ihr gesehen habe ich das gleiche Muster für unsere Gang von der denen übernommen. Ich denke, unten ist es noch gäbig, wenn ich weiß, wo was ist. Also, so mit Kohle und Redstone. Aber da oben, naja, ich meine, wie oft, wenn wir schon dahinter und irgendwie, oh Gott, Creeper, in unser Hallenbad gehen und sonst, ich glaube, wir wissen auch so ungefähr, wo es ist. Hoi, du, äh, hey, okay, ist weg, das ist schlecht, okay, egal. Ähm, Was ich aber jetzt eben machen ist, und das ist auch in einem Kommentar genannt worden, vielen Dank für den Kommentar, ich soll doch das Hallenbad machen, mit Rutschi und allem. Und ich habe mir zwar noch nicht ganz genau überlegt, also ich weiß ungefähr, ja, wenn ich es machen will, aber nicht ganz genau. Aber ich weiß, dass der Weg da als Steg quasi da drüber geht und in den Berg dort hinten rein. Weil für den Berg da hinten habe ich auch noch ein paar Pläne. Und je nachdem, wie gut dass es vorwärts geht mit dem Hallenbad, fangen wir vielleicht mit den Plänen auch schon in dieser Folge an. Aber ja, das müsst ihr dann selber mal schauen. Auf jeden Fall habe ich vor, da, das Bauen von dem Hallenbad, Vergnügungspark, whatever, in einer Timelapse aufzunehmen. Und zwar Third Person, nicht First Person, wie ich letztes bei unserer Erkundungstour gemacht habe. Und ich hoffe, euch gefällt. Falls jetzt nichts kommt, wisst ihr, dass ich gescheitert bin, und zwar kläglich. Aber bevor ich es vergesse, ich habe es endlich geschafft, Optifine zum Laufen zu bringen. Euer Mann. Wie ihr seht, es gibt ein bisschen Detail, zum Beispiel da unten die Riss in den Stein und einfach das Glas, wo halt Connected Textures und so. Und früher, also früher noch, als ich das letzte Mal getestet habe, ist das Problem gewesen, zum Beispiel wenn man die Redstone-Tür aktiviert hat, dann jetzt so ein Flackern gegeben und zum Beispiel die Hälfte von dem Chunk ist verschwunden oder die ganze Mauer ist verschwunden. Und das hat einfach daran gelegen, dass Optifine irgendwie nicht wirklich gut für mehrere, also für Multicore-CPUs ausgelegt ist. Ich weiß nicht wieso. Also nicht so, dass ich einfach einen schlechten PC hätte. Ähm, Sobald die auf Single Core umgestellt haben, Single Core Processing, hat es funktioniert. Und ich meine, solange es nicht umleckt oder so, ich meine, ich habe im Moment gerade irgendwie 90 FPS, ja, bin ich total dafür. Und es tut definitiv ein paar Details dazu geben. Und von dem her, ich würde sagen, viel Spaß mit der Timelapse. Und wir sehen uns, wenn das Ding startet, hoffentlich. Ja, dank unserem alten Freund Timelapse haben wir das in weniger als 2 Minuten sogar geschafft.
Und ja, ich bin natürlich ein bisschen länger dran gewesen. Es hat fast gar nicht einen halben Tag gedauert. Nicht ganz. Halt mit Pause dazwischen noch. Und es ist ein bisschen anders rausgekommen, als ich eigentlich geplant habe. Also am Anfang habe ich ja da die Glasscheibe nur einen Block hoch gehabt, weil ich eigentlich geplant habe, dass das Ganze da überdacht ist und darum keine Monster reinkommen. Aber irgendwie hat sich so nach und nach ergeben, zum Beispiel nachdem ich da die heiße Quelle da oben gemacht habe, wo übrigens, finde ich, ziemlich geil sind, muss ich wirklich sagen. Mit dem Einbezug von halt von dem Lavafall, wo rausgekommen ist, und dann da runter, noch mehr Lava, mit dem Wasserfall, mit dem warmen Wasser, das von oben kommt. Und wo in den See fließt und das ganze Ökosystem kaputt macht, aber das kann man natürlich nicht, weil es ist Minecraft. Und dann dachte ich, ja okay, du kannst ja trotzdem noch und so, und dann habe ich mir das so überlegt, und dann dachte ich, ja, der Platz ist ein bisschen groß, und wenn ich da wieder abreiße, ist wieder da, und und. Und am Schluss bin ich zum Schluss gekommen, war eher Slimes. Das zum Geschichte, wenn ich da halt das Bassin mache, mit kann man reinspringen, platsch. Es hat sogar Beleuchtung, wo man kann an- und ausschalten. Das habe ich im Nachhinein noch geändert. So da. Da. Und wenn ihr vielleicht gesehen habt, die Lichter sind angegangen. Hui. Ich kann nochmal reinspringen. Das ist awesome. Dann, wenn ihr vielleicht gesehen habt, habe ich den Sprungturm zigmal umbauen. Ich bin auch jetzt nicht wirklich zufrieden mit dem. Ich meine, Knochen gebrochen. Aber ja, wir haben ja keine dummen Kinder da, keine so kleine Gören. Darum können wir einfach so ins tiefe Wasser springen. Dann haben wir da oben noch einen richtig geilen Sprungturm. Die Idee finde ich eigentlich richtig geil. Das ist fast ein bisschen wie Base Jumping. Von da runter. Ich gucke jetzt noch nicht runter. Und wir haben ein bisschen eine klägliche, ja, Wasserrutsche. Yay! Also man kann schon. Es ist extrem schnell. Wow! Der Spaß. Oh mein Gott. Gesehen, wie das so schnell vorbeiläuft. Oh mein Gott. Ah! Platsch. Ähm, ja. Ich meine, es, ja, ja. Was soll man da sagen? Also was ich sicher noch mache, jetzt gerade noch kurz, ist das Ding da abstützen. Because auf Realismus und so. Ist ja nicht so, ja, Minecraft mit Realismus, ich weiß, müssen wir nicht sagen, aber ein bisschen Realismus muss schon sein, oder nicht? Und wir haben ja noch genug Zeit, von wegen die Folge dauert erst irgendwie 6-7 Minuten mittlerweile. Und ja, das ist einfach doch ein bisschen Beechwood, Birch, Birke, Holz, wo ich relativ viel verbaut habe. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Normalerweise habe ich nicht so gern Birkenholz, weil es ist einfach zu hell. Aber ich finde in Kombination mit Spruce, Tanne, ich glaube das ist Tanne, bin mir nicht ganz sicher. Sagen wir Spruce Wood. Sieht das relativ geil aus. Und da haben wir halt auch noch ein bisschen Glowstone, damit keine Monster spawnen. Genau, du sollst nicht spawnen. Aber die kommen halt von da oben, wo ich nicht ausgeleuchtet habe. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich meine, ich könnte da einfach einen riesigen Zaun ziehen, aber das sieht auch scheiße aus. Und bis der da kommt, gehen wir noch ein bisschen baden. Ui. Und da ich keine Folge, die 110 Minuten ist, will ich eigentlich abliefern. Und ich sowieso noch ein bisschen vorproduziert habe, das heißt, ich kann ruhig noch 1-2 Tage lang an dieser Folge arbeiten. Ja, ich brauche mehr als einen Tag für eine Folge. Das ist übrigens die ganze Erde und alles, wo ich sogar noch ein bisschen genau verzaubern, schaufeln und so. Und es ist schon wieder eine ohne Unbreaking geworden. Letztes Mal habe ich eine Efficiency 4 Schaufel gehabt, ohne Unbreaking. Und da mal wieder. Und die gehen einfach so schnell kaputt. Ah. Und unsere Hexe ist immer noch da. Hey du. Ich finde, das ist wirklich geil. Da die Aussicht ist auch hure geil mit dem Glas, wo zusammen connected ist. Ich habe mir überlegt, entweder könnte man jetzt Potion Brewery machen. Ja, ich habe alles schön angeschrieben. Oder, was noch viel, wobei, ja, das Problem ist eben, okay, fangen wir ganz von vorne an.
Okay, ich habe meine super Spitzhacke, Glücksee habe sie und Ulti Pick. Ja, sehr kreativ. Ich weiß, also Glücksee ist schon ein bisschen kreativ, aber Ulti Pick, so ultimative Pick, wegen Unbreaking 3, Efficiency 5 und Silk Touch. Mehr geht nicht. Und da halt Unbreaking 3, Fortune 3 und Efficiency 5. Das sind die zwei besten Spitzhacker im Spiel. Und die habe ich nicht verlieren. Und ja, der Block ist sehr nützlich zum Abgumpen, was eigentlich das ganze Geländer da ja, ziemlich in Frage stellt. Ähm, und auch für da, wie ihr seht, die ist schon mal fast voll gewesen und ich habe schon wieder ein Drittel ungefähr verbraucht, sozusagen. Und darum habe ich da unten in unserer Mine eine Art XP-Farm eingerichtet, einfach so mal temporär. Habe ich nicht aufgenommen, weil, ja, ich meine, keine Ahnung. Es ist ein Zombie-Spawner, den ich letztens gefunden habe, von dem Dungeon, wo ich auch den Massy Cobblestone habe. Da habe ich ein bisschen ja, gewartet, da ist der Spawner. Ich kann es euch auch kurz zeigen. Flup, flup, flup. Nicht aber kein. Super. Ciao, also ja, eigentlich kann ich auch nicht runtergehen. Die sind da. Das ist. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Super. Okay. Also die spawnen, denn die Kleinen gehen dort rein, weil die würden unsere Spawn Rates kaputt machen und werden wieder einfach gekillt. Die Grossen schwimmen da rauf, blub 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 blub. Und für alle, die keine Featherfalling Boots anhaben und keine Rüstung, Plug, sollten jetzt fast kein Leben mehr haben, also sie können sie mit 2 Hits killen. Aber because of ja, Spiel und so. Mein Gott, mein Inventar ist so voll. Ist es so, dass ja, ein Hit, keine Ahnung, geht nicht. Ich weiß nicht wieso. Theoretisch sollte es so sein, dass man die mit einem Hit kann killen, wenn sie 21 oder 22 Blöcke runterfallen. Wenn ich jetzt aufgenommen. Das hier sind, also wenn ihr seht, 3 Hit. Wenn ich den Half-Slap da wegnehme, sterben einfach alle. Ich weiß nicht wieso. Weil eigentlich so ein Faustschlag tut ein halbes Herz weg und jeder halbe Block, wo die runterfallen, tut, glaube ein halbes Herz mehr abziehen, Fallschaden. Ich weiß nicht, was für ein Patch oder was auch immer das jetzt war oder das geändert hat oder so. Sollte eigentlich nicht. Aber ja, darum habe ich einfach Kiste voll mit Steinschwertern, stehe ich einmal da, mache bis Level 30, dann repariere ich mein Zeug da und das wäre es eigentlich schon gewesen. Nur, dass ihr das auch mal gesehen habt. Und blub. Ah ja, was ich auch noch zeigen kann, haha. Ich bin ja ab und zu mal da am Meinen. Das war auch ein Grund, warum ich meine Spitzhacke müssen, wieder reparieren. Aber es hat sich gelohnt. Tada! Also wir haben sicher nie mehr Kohleprobleme, also nicht in den ersten 30 Jahren. Und wir haben sicher auch fast nie mehr also doch, Eisenprobleme haben wir jetzt schon. Ja, ich erzähle euch gerade warum. Dann haben wir da noch Redstone, Lapis und ein bisschen Gold. Warum haben wir Eisenproblem? Wir haben Eisenproblem, weil ich bin im Nether gsi, einfach mal so Spaß, habe mein Looting 2 Schwerter ein bisschen austestet. Und denkt, ja, vielleicht bekommst du ja ein Wither Skull. Habe ich auch, wenn ihr das seht, sogar 3 Mal. Das heißt, wir könnten theoretisch den Wither rufen. Jetzt gibt es noch 2 Probleme. Erstens, wo? Ja, weil groß kaputt und so und ich nicht will meine Base kaputt und ich hätte ihn schon fast aktiviert, wo ich nochmal da aufgebaut habe. Also, zum Glück habe ich es noch gemerkt. Aber wäre ein bisschen scheiße gewesen. Oh Gott, der Witter da, nein, nein, nein. Und ja, jetzt ist auch die Frage. Für einen Beacon also für einen vollen Beacon haben wir noch zu wenig Eisen. Das, was wir in der Runde gesehen haben, ist ungefähr die Hälfte und würde für einen 3-stufigen Beacon langen. Wirklich Lust, nochmal so viel gemeiner zu gehen, habe ich nicht. Schon gar nicht für Eisen. Diamanten ist eher etwas, was ich im Moment brauche, aber ich habe noch genug, dass ich mein Zeug reparieren kann. Das heisst, jetzt gibt es 2 Sachen. Eigentlich wollte ich eine Monsterfarm machen. Und zwar den Berg dort hinten. Das ist jetzt aber ja eigentlich nicht mehr so wichtig, weil im Moment brauche ich weder Knochen, noch Rotten Flash, noch irgendwas von diesen Monstern, die dort sind.
Drum, ja, XP auch nicht. Und weil ich hätte das Design für eine Monsterfarm, die würde ich sicher irgendwann noch mal bauen, aber nicht im Moment wahrscheinlich. Wo man kann umstellen zwischen XP, Farmen und einfach Drops collecten. Aber wir brauchen Eisen. Und Eisen bekommt man entweder durch Minen oder durch eine Eisenfarm. Das heißt entweder Zombies, wo sehr viel, Schrägstrich nicht, Eisen droppen. Ich kann irgendwie 10 Barren oder so bekommen, mit, gar nicht, 10 mal auf Level 30 gehen. Ist nicht sehr viel. Oder mit einer Eisenfarm. Also Eisengolems. Jetzt, für Eisengolems brauchen wir Villager. Für Villager müssen wir entweder Zombies nehmen, wo wir mit dem Zombies spawnen bis zu genug haben und die kurieren, oder wir gehen das Village suchen. Ich wäre für ersteres, weil ich habe keine Ahnung, wo da in der Nähe Villages könnten sein. Es ist einfach die Frage, wohin. Ich habe eigentlich vor, die Monsterfarm in den Berg da reinzubauen. Er hätte ungefähr genau die richtige Maß und alles wäre Paletti. Er hätte aber auch die richtige Maß für, ja, sagen wir mal, ein Eisengolem, vielleicht auch 2. Je nachdem, aber ich glaube, das ist nicht hoch genug. Was man baut, hure tief. Drum. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon ewig lang geredet. Und werde die Folge mal beenden. Es ist eine kürzere Folge, aber ich mache jetzt auch 2 Folgen pro Woche, darum sollte ihr das nicht so stören. Und ich wäre dafür, ihr schreibt mir in Kommentare, ich warte noch mit Eisenfarm oder Monsterfarm oder so. Was soll ich als nächstes bauen? Eisenfarm? Wenn wo? Da innen? Eher weniger, weil Monsterfarm wäre da viel effizienter, vor allem wegen der Größe vom Berg. Außerdem, Isogolems sind quasi nicht hostile Mobs, also solche, die einem nicht angreifen, ohne dass man sie angreift. Und die würden, ich glaube, nicht in Konflikt kommen mit der Witch Farm. Also mit den Spawn Rates. Heißt, dort der Witch Farm und dort der Monster Farm wäre perfekt, weil die sich gegenüber liegen und wenn ich da bin, sind die Chunks dorthin doch hoffentlich, ja doch, sie sind schon geladen, aber Spawn Rates tun sich nicht so beeinflussen. Das heißt, wenn ich dort bei der Monster Farm bin, spawnen vor allem Monster, wenn ich dort bei der Witch Farm bin, spawnen vor allem Witches. Ist jedenfalls der Plan. Und ja, ich weiß einfach nicht, wohin soll ich in dem Fall unsere Farm bauen. Ich meine, ich könnte sie irgendwo da unten. Da wäre durchaus eine Möglichkeit, zum Beispiel da unten hindern. Aber, ja, dann kann ich runterfallen. Zum Beispiel da auch farmen, farmen, farmen. Da wäre durchaus eine Möglichkeit. Dann könnte man da mal mit einer Eisenfarm anfangen. Und jedes Mal, wenn ich halt in der Base bin, dann spawnen Eisengolems. Ich meine, es wird keine von der grossen sein. Ich meine, es gibt eine, die kann man in den Spawn-Chunks bauen. Die gibt 1300 oder mehr Eisen pro Stunde. Also so Eisenbarren. Und ich kann ja selber ausrechnen, wie viel Blöcke das gibt. Ich meine, da lange 1 Stunde EFK, ich glaube fast für einen Beacon. Na, 2 Stunden vielleicht. Aber unsere Spawn-Chunks sind im Wasser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, dort wird vorerst einmal nichts gebaut. Und so eine kleine Eisenfarm, so eine normale mit einem Dorf, ein paar Villager, langt eigentlich schon für unsere Bedürfnisse. Ich meine, ich kann einfach mal eine Nacht da AFKen, mich eingraben irgendwo oder zubauen, dass mich ja kein Monster killt und dann AFKen. Und ja, jetzt habe ich eigentlich schon entschieden, was wir machen. Aber ihr könnt gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Plan haltet. Ob ihr das anders würdet machen, ob ihr andere Reihenfolge gerne hättet, vielleicht zuerst die Witch Farm. Ich meine, Ressourcen hätten wir eigentlich genug. Einfach geht dann wieder ein Haufen Eisen drauf. Mit dem Witter würde ich eben gerne warten, bis wir genug Eisen haben für einen Beacon überhaupt. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen für die Folge. Schreibt fleissige Kommentare. Wirklich Sachen, wo mir helfen. Nicht einfach nur ein gutes Video. Auch wenn ich das sehr, aber wenn mich das freut, wenn ihr das schreibt. Aber es geht dann halt manchmal da an, so, ja, es hätte so der Arsch, jetzt hätte das Video gar nicht gesehen und einfach angeschrieben, gutes Video. Also nicht, dass ich da jemandem etwas unterstelle. Aber
ja, es wirkt halt so. Und Wirkung zählt meistens mehr als wie es wirklich ist. Weil für das muss man es zuerst wieder einmal klarstellen. Also falls ich mich da täusche, stellt klar und gebt mir ein paar Tipps oder Ideen, was ihr gern hättet, was ich baue. Und bis ich die Tipps bekomme, sehen wir uns bald wieder. Und ich könnte das Lager das nächste Mal machen. Ich glaube, das machen wir. Also bis zum nächsten Mal, wenn ich das Lager mache. Tschüss.